wie in einem Agentenfilm fühle ich mich eigentlich nicht, weil das irgendwie so bei uns eine ganz normale Arbeitsumgebung trotzdem ist. Also obwohl wir bei den Panama Papers jetzt beispielsweise in einem Raum gearbeitet haben, der wo die Rechner nicht mit dem Internet verbunden waren und zu dem Raum hatte auch fast niemand Zugang. Und trotzdem war es eigentlich nie wie in einem Agentenfilm, weil das für uns alle eine sehr natürliche Arbeitsumgebung war. Oh, schöne Vorstellung. Nee, ich habe mich noch nie als Agentin gefühlt. Es gibt eigentlich keinen speziellen Datensatz, sondern ich würde voll gern viel öfter mit Mikrodaten arbeiten. Das heißt, wir bekommen ganz oft von den statistischen Landesämtern beispielsweise nur Daten auf Kreisebene und wollen viel öfter mit Daten arbeiten, die viel weiter reichen. Ich würde in der Tat gerne Informationen bekommen, die grundsätzlich mal in den Beständen der Behörden, die nicht so wahnsinnig offen kommunizieren. Dazu gehört auch der Nachrichtendienst des Bundes sicherlich in der Schweiz oder das deutsche Gouvernement. Oder noch viel interessanter fände ich in der Tat Israel, Mossad und die Inlandsgeheimdienste. Das würde mich interessieren. Datenjournalismus ist für mich, wenn wir Technologie nutzen, um Recherche zu betreiben oder eine Geschichte umzusetzen. Mein Beruf